Grüßt euch, der Fado ist da. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's soweit gut. Heute mal was ganz anderes, heute wird nicht gespult, heute wird gearbeitet. Ähm, wie es der Titel schon sagt, heute, ich pikiere heute meine Pflanzen. Wir haben wieder Chilis angezogen und Paprika angezogen. Und ja, jetzt ist es soweit, dass die pikiert werden müssen. Und da habe ich mir gedacht, weil mir langweilig ist und weil ich gerade Zeit habe, pikiere ich das heute bei euch, mit euch zusammen im Stream. Warum auch nicht, habe ich mir gedacht. Ne? Vielleicht einmal was Sinnvolles machen, außer nur vor sich hinspielen. Und darum bin ich jetzt da. Wir haben unsere Chilis, unsere Paprika und noch mehr Chilis. Dann habe ich so Anzuchtbecher, die brauchen wir, weil da müssen wir es ja rein tun. Ich habe Wasser da zum Befeuchten, was zum Beschriften, damit ich weiß, wo was drin ist. Meine Pikierstabel, auch Schaschlikstecker genommen. Grüß die Axel, schön, dass du da bist. Eine Erden habe ich da, die steht da unten. Damit wir einen Dreck haben, wo wir es nicht erkennen. Und damit ich mich nicht dauernd waschen muss, habe ich Handschuhe angezogen. Ist aber nicht wichtig, an sich kann man auch mit den normalen Händen machen, da ist nichts Scharfes dabei. Genau. Und dann darf ich jetzt einfach pauschal, glanzlos Vollgas anfangen. Und zwar fangen wir an mit den zwei, das ist das gleiche drin. Das ist diverse Paprika, ich weiß nicht welche Farbe das kriegt. Wir haben jetzt da Erden rein da, dann ein Loch rein, Samen reingeschmissen. Das Ganze fleißig immer gewässert, immer vorsichtig, damit es nicht zu früh Wasser kriegen. Und dann haben wir Anzuchtlampen drüber gehängt. Das macht ein ganz tolles rosa Licht, ein pinkes Licht. Finde ich persönlich total geil. Wen wundert, ich habe ja schon wieder pinke Handschuhe. Und jetzt wachsen da herin 3 und da 2. Die wachsen natürlich irgendwann einmal zu nah beieinander. In dem Fall jetzt vor allem. Weil wir ja bloß ein Loch gemacht haben und wir zusammen eingeschmissen haben. Und da müssen jetzt die Dinger auseinander, also die müssen jetzt getrennt werden, damit wir nach und nach mehr. Na, geh raus, du Drecksack, du fix scheißen. Mag nicht. Jetzt da. Damit sich die mehr ausfalten können, weil diese Anzuchtbecher, die kann man zum Schluss einfach mit ins Beet einsetzen, die vergehen dann, das ist absolut oberbiologischer Scheißdreck, den wir da haben. Da werden wir jetzt einfach einmal, wir haben insgesamt 5 Stück. Das heißt, ich schneide mir da jetzt noch den einen raus, dann habe ich zum Schluss dann ganze 5 Stück. Sehr schöne Geräusche macht das ist ja ganz toll. So, und dann tun wir da, kaum zu glauben, aber wahr, als erstes Mal, grüß dich Sebi, schön, dass du da bist. Schön, dass du kurz vorbeischaust. Als erstes Erden rein. So. Das heißt, wir füllen die Dinger jetzt. Ich muss die Kamera echt noch ein bisschen weiter runter. Ich arbeite zu weit herunten. Muss man da mal ein bisschen. So machen wir das. So ist besser. So, genau. So, jetzt Erden raus, Erden rein. Einfach immer schön kleine Handvoll rein. Wird eine Riesensauerei zum Schluss, aber das ist mir gerade wurscht. Schön Erden reinbatzeln. Wir haben jetzt eine extra Anzuchterde, keine normale Blumenerde, wir haben eine extra Anzuchterden, weil die von den Inhaltsstoffen, keine Ahnung, so tief geht mein Wissen dann leider nicht, aber dass die sich da gut ausfüllen können, dass die sich da drin wohlfühlen, die Pflanzen, und damit es auch was werden. Es reicht schon, wenn die Hälfte ungefähr jetzt dann beim Pikieren kaputt geht. Das passiert leider immer wieder, dass ich da Pflanzen bei zerstöre. Aber nein, ich bin kein Gärtner, kein Gelernter, und deswegen muss das jetzt auch so funktionieren. So. Eine Riesensauerei gemacht, passt, Erden zur Seite. So, da kommen jetzt unsere diversen Paprika rein. Das können wir jetzt dann gleich umbeschriften von 2 Stück auf 5 Stück. 5 mal. Diverse Paprika, ne warte so, diverse Paprika 5 mal eingeschoben. So, dann gleich Erden ein bisschen feucht gemacht.
Mais haben, vorbereitet. So, und jetzt pikieren wir tatsächlich die alten Pflanzen. Du hast anscheinend einen grünen Daumen, muss aber leider wieder weg. Vielleicht ist Emma gleich dabei. Mach es dir schon mal gut und weiter so. Sebi, merci dir, dass du vorbeigeschaut hast. Freut mich sehr. Und nein, einen grünen Daumen habe ich nicht. Momentan habe ich rosa Handschuhe. Aber okay. So, jetzt lockern wir das Ganze hier drinnen auf. Versuchen natürlich die Wurzeln nicht zu zerstören. Das ist das A und O an der ganzen Geschichte. Und dann ziehen wir die einzelnen Pflanzen heraus. Das schaut dann so aus. Einzelne Pflanze. Schön von oben grün, von unten dreckig. Und die werden dann direkt einzeln hier eingesetzt. Wenn wir das Loch ein bisschen größer machen, damit wir es auch ganz neu bringen. Loch groß, Wurzel ein, Erde rum. Erste Pflanze pikiert. So schnell kann es gehen. Zweite Pflanze herausnehmen. Und wieder schön die Wurzel unten zu sehen. Wieder ein Loch machen. Eigentlich ist es ziemlich fad, wenn man es genau nimmt. Aber es kehrt halt gemacht. Weil wenn wir es drin lassen und die sich auf diesem engen Raum zusammen wachsen, dann jetzt kann ich eigentlich direkt dort Erden rausnehmen. Jetzt nehmen wir die mal zur Seite. Die Alterden können wir da noch mit rein, da haben wir ja nur drin, sonst der mit die umsonst. Haben wir die umsonst da drin. Das ein bisschen auffüllen, damit die Pflanze schön steht. Und da auch noch ein bisschen Erden eine. So, dann können wir gleich da noch Loch reinmachen. Loch reinmachen. Und Loch reinmachen. Dann haben wir hier noch die ganze Alterde dran, da kann man ein bisschen was runterwurzeln. Auch hier wieder eine sehr schöne Wurzel, eine sehr große Wurzel schon, finde ich persönlich. So sieht man es besser, genau. Sehr dicke Wurzel schon. Die ist also schon relativ weit, dass die uns kaputt geht. Hoffen tue ich sowieso nie. Es kann immer passieren, man weiß nie. Vorher, Pflanzen sind sehr eigenwillig. Die machen oft was wollen. Und dann wieder ein bisschen Erden drauf, damit es schön steht. So, dann haben wir den ersten Becher schon fertig gemacht und dann lockern wir im zweiten Becher noch die Paprika auf. Da sind sogar, ich habe es nicht erwartet, 3 Pflanzen drin, aber die eine, wie man da sieht, die ist nie ganz aufgegangen. Da war also der Wille der Pflanze nicht so wie der Wille des Herrn, der sie gepflanzt hat. Das können wir wegschmeißen. Aber dafür dann wieder hier oben grün, na, brauchen wir wieder die Hand drunter, so, oben grün, unten schön Wurzel, eingesetzt ins Loch, was wir gemacht haben, das Loch ein bisschen zudruckt, nicht fest, und da ist dann sogar schon nur Erden drin, ein bisschen was können wir noch drauf tun, damit sie die hält. Und last but not least wieder eine mit sehr schöner Wurzel, finde ich persönlich. Hat sie auch wieder prächtig entwickelt, von oben sehr schön zu sehen und von unten einen dicken Wurzelstrang. Den können wir auch schon wieder ordentlich einsetzen, ein bisschen nachschirmen. Nicht mit Gewalt arbeiten, ganz wichtig, immer mit Gefühl, sonst tot. Und wir sind ja nicht da, um die Pflanzen umzubringen. War also nicht ganz so sinnig. So, Erde drumherum auffüllen. Jetzt haben wir es vorher schon angefeuchtet, die Erde. Jetzt feuchten wir nochmal nach von oben. Pflanzen dürfen auch feucht werden von oben, das ist überhaupt nicht schlimm. Weil sonst kannten es draußen im Regen auch nicht überleben. Und dann haben wir unsere ersten 5 Pflanzeln einzeln pikiert. Schaut dann so aus. Beschriftet haben wir es auch, damit wir wissen, was drin ist. Können wir zur Seite stellen. Da haben wir jetzt noch unsere Töpfe mit Erden. Das müssen jetzt da reingehen. So, wunderbar.
Dann habe ich hier eine, weiß nicht, kann man es lesen? Ja, das Wort ist genau das, was ihr auch lest. Es ist eine Yellow Penis Chili. Die Yellow Penis Chili, jetzt muss ich nachschauen, ich weiß gar nicht auswendig. Na, geh mal du daher. Die Yellow Penis Chili hat. Oh, jetzt muss ich mich nach vorne beugen. Yellow Penis Chili. Die Yellow Penis Chili hat, um ein paar Informationen weiterzugeben. Ja, da ist. Die Penis Pepper Yellow Chili, so rum heißt es, auch Peter Pepper genannt, stammt aus den USA und ist eine außergewöhnliche Sorte und einen wirklich originellen Look. Ihre im doppelten Sinn des Wortes scharfen Schoten sind ein echter Hingucker auf dem Teller. Nicht zuletzt deshalb ist sie sehr beliebt. Eine sehr beliebte Sorte zum Einlegen in Schnaps oder Essig. Ihre zweideutige Form wird immer wieder für überraschende Blicke sorgen. Ja, der Schärfegrad, also es gibt Schärfegrad 1. Danke, mein Schatz. Das ist sehr lieb von dir. Der Schärfegrad 1 ist überhaupt nicht scharf. Das ist so mehr oder weniger wie Paprika. 0 bis 1, wenn 0 überhaupt dort steht, meistens aber 1. Kann jeder Depp essen, es sei denn, er ist allergisch drauf. Und dann haben wir in dem Fall jetzt einen Schärfegrad, der geht bis maximal 10 plus. Das ist dann wirklich nicht mehr zuzuordnen und die meisten sollten es nicht probieren, das Zeug zu essen. Da kommen wir dann später noch zu. Die Yellow Penis Pepper hat einen Schärfegrad von 8. Das ist schon richtig scharf. Ja, also das liegt irgendwo zwischen 25.000 und 80.000 Scoville. Darf einmal brennen. Meistens brennt es dann in dem Fall zweimal. Dann nehme ich jetzt noch 2 aus. Tue den da rein und dann schreibe ich mir hier noch einmal Yellow Penis drauf. Yellow Penis einmal und lasse den da drin, weil dann lassen wir da gleich einen drin stehen. Und dann der mal wieder mit Erde auffüllen. Jetzt sehe ich es gar nicht mehr, ob ich das wirklich mache, aber das wird schon passen. Hab dann wieder vorgelegt, also ein bisschen voll drin, aber das passt schon. Da ist ein bisschen wenig drin. So. Erden wieder zur Seite, braucht man nicht mehr. Jetzt muss ich euch wieder verziehen, weil ich sehe überhaupt nicht, was ich tue. Also zumindest nicht vor mir. Wobei ich kann es so lassen und dann daher. Ah, jetzt da. So. Dann haben wir das soweit wieder. Dann machen wir gleich wieder ein Lächel eine und ein zweites Lächel eine. So sind die Löcher bohrt und dann wieder sauberst auflockern. Pflanzen nicht beschädigen. Bleibt immer gleich. Und dann vorsichtig rausnehmen. Das ist jetzt eine sehr, sehr magere Wurzel. Die haben wir da. Ich sehe auch nicht, was ich tue. C-Fix, das funktioniert so nicht. Ich muss das da jetzt da. Jetzt sehe ich was. Dann haben wir wieder hier eine sehr lange, dünne Wurzel, die nicht so weit nach außen geht. Wieder 2 Bladeln, die noch ganz gesund ausschauen. Sie wählen sich noch nicht, das heißt, sie haben nur Wasser gehabt und sind noch nicht am Verdursten. Und dann ins neue Loch setzen, Erden zumachen, ein bisschen fester drucken, ein bisschen zusätzliche Erde für die Glückseligkeit der Pflanze. Und soweit fertig. Jetzt haben wir es vorher nicht gewässert, ist auch nicht schlimm. Mit werden sie danach nochmal wässern. Und dann haben wir die Pflanze Nummer 2, die eine deutlich längere Wurzel schon hat. Hier. Aber auch eine tiefe Wurzel. Das heißt, die werden wahrscheinlich eher nach unten wurzeln als in die Breite.
Auch hier wieder ein bisschen festdrucken, sanft Erde drüber legen. Sanft Erde drüber legen. Hier machen wir es jetzt ganz anders, weil wir ja keinen dritten Kastel umgesetzt haben. Wir drucken das einfach wieder fest, was wir locker gemacht haben. Deren zusätzlich Erde oben drauf, damit es schön steht. Und dann wird es gewässert. Auch hier wieder gewässert. So, und dann haben wir unsere ersten scharfen Chilis für das Jahr auch schon pikiert. Sodala zur Seite gestellt. So, da habe ich jetzt eine ganz feine Chilischoten gefunden. Die finde ich persönlich optisch auch sehr ansprechend. Ich kann es euch leider noch nicht sagen, weil es ja noch nicht fertig sind. Aber das machen wir das ja auf alle Fälle noch. Und zwar ist es die, jetzt muss ich auch wieder nachlesen, die Big White Habanero Chili. So. Über die Big White Habanero Chili kann ich euch Folgendes erzählen. Also ich lese auch bloß ab. Da ist jetzt auch gar nicht so viel mit Pikieren, weil da haben wir bloß eine. Da ist leider bloß ein Samen aufgegangen. Ich finde sie sehr schön. Ich hoffe, dass ich es durchbringe und dass ich fürs nächste Jahr wieder Samen habe. Weil die werden bei uns danach dann trocknet. Und dann wird geschaut. Die Big White Habanero Form stammt auch wie ihre ursprüngliche Verwandten aus Mexiko und ist mit einer Schärfe von über 300.000 Scoville eine der schärfsten Chilis der Welt. Die Pflanze wird ungefähr 50 cm groß und hat einen buschigen Wuchs und ist sehr ertragreich. Die Früchte werden ca. 2 bis 4 cm lang und reifen von grün über weiß nach hellgelb ab. Die Früchte haben einen typischen fruchtigen Geschmack der Habanero und eignen sich hervorragend zum Trocknen. Wie wir schon festgestellt haben, eine der schärfsten Chilis der Welt, über 300.000 Scoville nach normalem Wuchs. Das heißt, da musste nichts gentechnisch verändert werden oder so, sondern die sind einfach so scheiße scharf. Ich finde sie deswegen so schön, weil es eben extremst hell sind. Die sind so richtig glasig weiß. Man kann jetzt nicht reinschauen, aber die haben eine ganz tolle Farbe. Und ich persönlich mag den fruchtigen Geschmack. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, ich schmecke da noch was Fruchtiges. Viele von euch werden das wahrscheinlich nicht tun. Die Dinger haben einen Schärfegrad von plus 10. Für Leute, die jetzt nicht wissen, was 300.000 Scoville bedeutet. Die Scoville ist die Schärfeeinheit. Und als bestes Beispiel, das haben die meisten schon mal probiert, Tabasco hat ca. 4000 Scoville. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wenn das Ding 300.000 Scoville hat, um wie viel schärfer das ist. Da liegt dann schon ordentlich Dampf dahinter. Das sollte man nicht essen, wenn man es sich nicht antrainiert hat. Jeder, der nicht allergisch ist gegen Schärfe, und da kenne ich den einen oder anderen, die das nicht vertragen, die dann mehr verrecken, wenn sie es essen oder wenn es dran schnuppern, so in der Art, können sie das auch trainieren. Aber ihr müsst das langsam und vorsichtig angehen und es dauert sehr lange, bis ihr wirklich sehr scharf essen könnt. Also das ist keine Einsteiger-Chili, vorsichtig sein mit sowas. Ich hoffe, dass ich euch nach der Ernte das Zeug nur präsentieren kann, wenn wir es dann verarbeiten. Was ich, wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, natürlich auch dann im Stream mache. Die ist schon fertig, die können wir nochmal wässern, das haben wir nämlich heute noch nicht gemacht. Dass es ein bisschen glücklicher wird. Da kann ich euch jetzt auch zeige ich jetzt auch die Wurzel nicht. Aber das Ganze sieht ungefähr, ich muss das echt anders machen. Das macht mich fertig. So, wenn ich das Licht ummache, vielleicht sieht man dann was. Ich mache mal das Licht um. Autsch. So. Schon sieht man mehrere, schon sieht man ein kleiner Fleckel in dem Eimer. Die schauen momentan relativ alle gleich aus. Was der Grund ist, warum wir es beschriften, wächst sehr einsam und alleine vor sich hin. Aber ich hoffe, dass wir die eine durchbringen. Ich habe natürlich an mehr gehofft. Kommen wir zur nächsten Chili. Die hat auch einen ganz tollen Namen. Ich muss gleich wieder... Autsch! Ganz sinnvoll.
Ich bin hängen geblieben. Ganz sinnvoll haben wir das gemacht. So. Oh, wie wieder. So. Da ist er halt wieder ganz intelligent gewesen. So, und zwar kommen wir jetzt zur Pinocchio Nose Chili. War eine meiner allerersten Chilis, die ich selber angezogen habe. Ich habe die Samen auch immer noch von der ersten Ernte. Die kommt jedes Jahr relativ gut. Das Interessante an der Pinocchio Nose ist, dass sie extrem lang wird, knallrot und hat bloß einen Schärfegrad von 4. Das heißt, das war dann schon, ja, die ist nicht so brutal scharf, dass einer umfällt. Die hat sogar ein bisschen weniger Dampf wie der Tabasco, wenn er fertig ist. Das liegt zwischen 1500 und 2500 Scoville. Kommt natürlich darauf an, wie es wächst, wie viel Sonne es kriegt und so weiter und so fort. Also es hat ganz viele, wie sagt man, Einflüsse, die da mit zuwirken. Es ist so, die dann am besten wachsen bei 20 bis 28 Grad. Natürlich kriegen wir das in Deutschland nicht ganz so hin, wie wir es gern hätten. Ich hoffe, dass wir ähnliche Sommer haben wie die letzten zwei Jahre. Das vorletzte Jahr war extrem gut, da haben wir brutale Ernten gehabt. Die Reifung in dem Fall, die sind erst sehr grün und werden dann immer rötlicher. Und der Wert Ohrpflanzen wird 30 cm lang. Also, um einen Spätzle zu mir zu beschreiben, ungefähr so lang. Christi Jonas, schön, dass du vorbeischaust. Freut mich sehr. Ich muss das echt versetzen. So muss ich das machen. So geht's vielleicht. So, glaube ich, habe ich euch jetzt im Blick und sehe auch, was ich tue. Das ist gut. Genau. Die werden 30 cm lang und außer zwischen Februar und April. Wir kannten es also rein theoretisch jetzt schon ausstellen, aber nachdem wir bei uns nicht wissen, wie das Wetter heute und bleibt, da die behaupten, macht nicht so viel Sinn. Da haben wir 5 Pflanzen drin und dann verteilen wir das. Ja, ist gut. Da machen wir schön ein Loch rein, werden es wieder verreißen. Brauchen 5 Kastel, die nehmen wir einfach da raus. So, abgeschmissen, auch gut. So, dann haben wir wieder 5 Kastel zum Vollmachen. Deren Erden eine, die ist jetzt ein bisschen glotzert gerade, müssen wir ein bisschen bräseln. So, Erden eine. Naja, so teile ich wieder eine Leidenschaft mit euch. Ich esse leidenschaftlich gerne scharf. Meine Frau nicht ganz so, hat sich aber auch schon daran gewöhnt, dass hin und wieder mal schärfer ist das Essen. Die war früher auch nicht so weit, kann inzwischen auch deutlich schärfer essen, weil sie gezwungenermaßen muss, weil ich koche. Und manchmal kennt man halt das Chili ein bisschen aus beim Kochen. Ich darf ja gerne mal mit euch kochen, muss ich sagen. Da weiß ich bloß noch nicht, wie ich das hinbringe, dass ich meine ganze Ausrüstung vom Zockerzimmer in die Küche reinbringe. Aber einmal ein kräftiges alter Chili machen mit euch zusammen, fand ich total gut. Das werden wir natürlich nicht durchgehend streamen können, weil das, wenn wir alles so weit im Topf haben und alles zugeschnitten ist und gesehen haben, was alles reinkommt, dann kocht es einfach einmal 10 Stunden vor sich hin. Und das mag ich nicht streamen, weil wen interessiert denn ein Topf, der 10 Stunden lang vor sich hin blubbert. So, die Pinocchio Nose Chili. 5 Mal eingeschoben und dann Löcher gemacht. So, Ohrloch, 2 Loch. Na, die Erde ist ein bisschen fester. 3 Loch.
4 Loch und 5 Loch. Ist jetzt auch nicht so, als da die alles direkt so vom Strauch essen. Mach auch ich nicht. Und ich bin relativ gut im Schafessen. Spätzl von mir macht da immer sehr gerne mit. Der ist auch ein sehr scharfer Esser. Der zieht sich zum Beispiel die Butchuloka Chili an. Eine der schärfsten der Welt. War über lange Zeit auch der Weltmeister Chili, sage ich es einmal so. Der schärfste, den man gefunden hat. Inzwischen ist er abgelöst worden von der Trinidad Scorpion und von der gibt es dann aber wieder verschiedene Versionen. Da ist jetzt das Problem beim Pikieren, dass ich da einen dicken Klotz Wurzeln habe, weil sie die schon sehr miteinander verbunden haben. Die sind jetzt sehr aneinanderhängend. Eine wahre Familie, die sich gerne an die Händchen hält. Schöne Grüße an Hans. Händchen halten können also auch Pflanzen. Und die jetzt vorsichtig trennen, damit man hier, man sieht es schön von oben, ist schon relativ weit gekommen und die Wurzelstränge sind in dem Fall sehr groß, sehr dick und breiten sich auch ordentlich in die Seiten aus. Haben dann den Nachteil, wenn es nah beieinander stehen, wie es jetzt in dem Fall war, dass sie eben miteinander verwursteln und man somit das Problem hat, dass man es eher schlecht voneinander trennen kann. Das ist schon fast wie eine OP bei den siamesischen Zwillingen. Aber okay. Die erste haben wir schon erfolgreich getrennt, scheint noch am Leben zu sein. Schön mit Erde festigen und ran an die zweite. Die lässt sich schön trennen. Auch hier sieht man sauber, dass die seitlich, mach's mal so, dass die hier seitlich die Stränge hat, die sich dann eben mit den anderen verwurstelt haben, weil sie nah beieinander gekommen sind. Aber gehört halt dazu. Das wieder sauber ins Loch einpfriemeln, ein bisschen nachhelfen, die Erden drüber und von oben festigen. Ich bin echt gut. Ich soll Biologielehrer werden. Wenn es um Chilis geht, dann kann ich das, alles andere keine Ahnung. So, heute Bildungsauftrag, Kinders. Ich sag's euch. Und dann trennen wir die anderen drei auch noch voneinander. Man sieht hier sehr schön, wie es zusammenhängen. Die wollen da einfach nicht so, wenn man es das jetzt so hochhebt, sie hängen halt alle die ganze Zeit zusammen. Und dann mit ein bisschen Gefühl und vorsichtigem Ruckeln kriege ich es auseinander und dann haben wir da noch eine und die zwei kriegen wir auch auseinander und dann haben wir es alle schön getrennt, können es in die vorbereiteten Löcher, da das ist zugefallen, in die vorbereiteten Löcher packen, machen die Erde wieder dicht, machen das Loch wieder zu, sodass die einigermaßen mittig, also sie müssen natürlich nicht genau in der Mitte stehen, Gott bewahre, das misst keiner aus, wir sind nicht in der Mathematik, sondern in der Pflanzenkunde. Können wir die da so einsetzen wieder. Dann der wir wieder von der Alterden, weil wir es nicht da haben, bevor wir jetzt die ganze Zeit neue Erden nehmen, ordentlich oben drauf. Dass ich das alles halt. Und dann haben wir auch die Pinocchio Nose Chili komplett pikiert. Wässern. Ja, die mag jetzt da fällt es mir ein bisschen vom Druck her. Einfach noch mal ein bisschen nachjustieren. Schauen, dass er ein bisschen aufrechter steht. Die mag überhaupt nicht so wie ich. Nehmen wir da ein bisschen mehr Erden hier. Mehrere Erden. So, jetzt steht es schöner Erdenwassern. Je locker man das Ganze da reinpackt, umso mehr senkt sich die Erden natürlich im Nachhinein wieder, aber das ist uns wurscht. Dann können wir das Becherl auch leer machen, zur Seitenbacker und fertig. Die können wir jetzt da herbacken und dann haben wir das erste Kastel schon komplett voll mit
frisch pikierten Chilis. Bei uns schaut es dann so aus, dass man dieses Drum, ich mache euch später ein Foto für Instagram, unter die Lampen stellen, damit sie noch weiter anziehen können. Und wenn wir uns dann sicher sind, dass nimmer zu kalt wird draußen, können wir uns bei uns in den Schrebergarten in ein Hochbeet ein und da können sie sich dann ausbreiten, wirst das lustig sein. Das erste Backel ist fertig, machen wir das zweite Backel, backen wir an. So, kommen wir zu, jetzt muss ich wieder ein Stück nach vorn rutschen. Eieiei. Und zwar so. Na, natürlich funktioniert das jetzt nicht. Zur nächsten Chili. Und zwar ist das die falsch geschrieben, so rumgeschrieben. Alter Mann, der umeinander hupft. So, Wasser zur Seite. Maus her. Kommen wir da dazu. Die nennt sich so Cherry Bomb Chili. Die schauen aus wie so kleine Ballern, knallrot, wahnsinnig viel Kern drin und ist eine Kirschpaprika im groben Sinne. Verzeihung. Hat zwischen, jetzt kommt's, 0 und 3000 Scoville, da ist es also sehr, je nachdem wie es Lust hat, ob es scharf werden will oder nicht. Sind kleine, klar und rot, auch zwischen Februar und April anzuziehen, auch bei 20 bis 28 Grad, das den besten Wuchs. Es sind sehr buschige Pflanzen zum Schluss, die sind sehr buschig, sind sehr voll mit den Pflanzen, also sind richtig voll, Früchte drauf. Werden ungefähr 65 cm hoch und wachsen auch erst grün und werden dann aber knallig rot, richtig kräftig, sind sehr bissig, also da zum Reinbeißen, da knackt es auch richtig schön. Die offizielle Beschreibung heißt, ich lese es gerade, rund bis herzförmig. Ich sage, sie sind rund. Es sind einfach so kleine Ballen. So kleine Bälle, die hängen dann da dran, ohne Ende, ohne Kraft, sind sehr geschmackig. Ich persönlich finde sie sehr geschmackig, sind sehr frisch beim Essen. Und ja, eine wunderbare Einsteiger-Chili. Die kann scharf sein, muss aber nicht. Ja? Das ist eine wunderbare Einsteiger-Chili, wenn man es mal probieren mag. Wie es einem so geht. Davon haben wir 3 Pflanzen, kaum zu glauben. Wir lassen die Beschriftung einfach so wie es ist. Deren wieder die Erden füllen, wieder unser Kastel. Das ist natürlich schön hinter der Kamera, wenn ich das mache, ist wurscht, dann machen wir mehr Sauerei. Deren mehr Erden in unsere 3 Kastel, weil wir es gerade noch über gehabt haben. Die sind auch relativ pflegeleicht. Also die Cherry Bomb und die Pinocchio Nuss sind relativ pflegeleicht. Die brauchen nicht sehr viel Aufmerksamkeit und man braucht nicht so viel Glück mit dem Wachstum. Die kämen eigentlich bei uns jetzt ja. Also da habe ich bisher noch gar keine Probleme nicht gehabt. Die, Entschuldigung, Cherry Bomb packen wir rein. Jetzt trinken wir mal schnell einen Schluck. So. In dem Fall, weil ich es gerade gesehen habe, der wir vorher wieder was sagen. Wie gesagt, die Reihenfolge ist nicht ganz so wild. Ich wässer entweder vorher und nachher oder nur nachher. Und wenn ich es nur nachher mache, dann eher kräftig. Der mal wieder Lächelbullen. Ja, da mag es nicht ganz so das Lächeln, das ist noch ein bisschen seitlich trocken. Passt aber auch, kriegen wir auch hier. Und auch da schön das Lächeln reinmachen. Zur Seite stellen und dann lockern wir. Da ist jetzt der Punkt, dass die Pflanzen sehr unterschiedlich groß gewachsen sind schon. Das liegt daran, dass die eine, die schnell gewachsen ist, den anderen ein bisschen das Licht genommen hat. Zumindest gehe ich davon aus, dass es daran liegt. Sollte einer von euch das besser wissen, raus damit, ballert es in die Kommentare. Ihr könnt mir auch mal erzählen, was die schärfste Chili war, die ihr bisher gegessen habt. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Mir hat es gefallen, mir hat es interessieren, vor allem auch wie ihr darauf reagiert habt. Oder ob ihr eher der Meerrettich-Typ seid, weil es gibt ja auch verschiedene Schärfen.
Chili hat zum Beispiel nie die Art Schärfen, die ein Meerrettich oder so ähnliches, ein anderes Wurzelgemüse, ein scharfes, uns an den Tag legt. Der eine verträgt das besser, der andere das. Ich komme mit dem Meerrettich relativ gut klar oder mit dem Wasabi. Bin aber dann eher der Chili-Typ. No, die mag jetzt auch nicht ganz so locker auseinandergehen, wie ich mir das vorstelle. Jetzt haben wir es gelöst. Können wir es auseinander machen. Da zeige ich jetzt einfach einmal die ganz große schon. Die große Pflanzen hat sehr große Blädeln schon und eine dicke, fette Wurzel, die unbedingt in dieses Loch hier will. Habe ich schon gesehen. Die fühlt sich da sauwohl. Werden wir auch weiter so machen. Und dann setzen wir die zweite, die auch eine sehr ausgewucherte Wurzel schon hat, hier drüben ein. Und die letzte. Und wir kriegen die jetzt dann aber auch mehr Platz und mehr Licht hat, weil es jetzt allein steht, der wir da eine wieder sanft Erde drüber bröseln. Oder auch nicht, weil es nicht mag, wie ich mag. Doch, da, jetzt geht's. Schön Erde dumm aufschüchteln. Auch da herum nochmal schön Sauerei machen bei mir im Zimmer. Ich muss halt nur Staubsaugen, glaube ich. Jetzt draus rauslaufen. So. Nochmal Wasser von oben, damit auch die Erde da oben schön feucht ist. Und die Cherry Bomb ist fertig. So, jetzt kommen wir zu dem, worüber ich mich am meisten gefreut habe dieses Jahr. Ja, vielleicht fällt dem einen oder anderen schon was auf. Aber da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich habe mir nämlich extra orangene Paprika gekauft, damit ich einmal eine andere Farbe bei mir im Garten habe, außer nur gelb, grä und rot. Dann haben wir uns eine orangene Paprika gekauft, haben haufenweise Samen getrocknet und haben die dann zur Seite gelegt. Und das ist dabei rumgekommen. Ich zeige es euch. Falls einer eine Pflanzen sieht, soll ich es mal sagen. Ich nicht. Dementsprechend können wir das einfach einmal leer machen, weil überhaupt nichts gekommen ist. Also so viel zum grünen Daumen, Sebi. Wir haben keinerlei orange Paprika gezogen. Die wollten einfach nicht. So, dann kommen wir zu dem Kastel. Ein wunderschönes Kastel, ein absolut überwuchertes Kastel. Da gehen wir mal jetzt zur Seite hier. Der wir erst einmal die zwei zur Seite schneiden, weil das ist eine andere Sorte. Die der wir nochmal weg. Nehmen wir uns für zum Schluss auf. Sodala. Wir haben uns ich glaube beim Lidl war es, eine Spitzpaprika gekauft. Ich habe ein Gulasch gemacht oder irgendwie sowas. Dann habe ich zusammen ausgeklärt und habe mir die in eine Zewa-Tüche rein, in so eine Wischtüche. Habe die dann trocknen lassen, eine Zeit lang. Und dann haben wir die einfach mit angesät. Das heißt, man muss sich nicht unbedingt die Samen schon vorher kaufen, sondern man kann sich einmal die Frucht kaufen, in dem Fall eine Spitzpaprika, der hat die Samen raus und die hat es dann einsetzen. Wir haben Unmengen Spitzpaprika. Das sind, oh Gott, ich mag es gar nicht sein, was haben wir da? Allein in dem einen Töpfchen sind es 7, 11, 16, 20 Stück. Wir haben 20 Spitzpaprika-Pflanzen. Ich bin froh, dass dass wir uns jetzt die letzten Tage mehrere Hochbeete gebaut haben, weil es sind, Wahnsinn. Da fällt mir was auf. Schatzi, darfst du mir vielleicht bitte nur so ein kleines Ding bringen, damit ich das noch irgendwo hinbauen kann. Das war total super. Wenn du noch da bist. Weiß ich ja nicht. Wenn nicht, komme ich später selber holen. Aber auch für die Zeit, die haben einen Schärfegrad von 0. Es ist eine ganz normale Paprika. Wären ungefähr so lang und knallrot in dem Fall. Wir haben bloß die roten gehabt. Wie jede normale Paprika, bloß spitz zulaufend. Tut sie nichts Besonderes ab, bricht sie keinen an den Fuß. Können wir
oder so ganz normal einsetzen. Da zählt einfach wieder die Erden ins Kastel. Ich muss grinsen, weil es funktioniert hat. Merci, mein Schatz. So. Haben wir nochmal so ein kleines Kastel, damit wir dann was zur Seitenstein haben. Deren da die Erden eine klopfen das zur Seite, tun es zur Seite. Und jetzt muss ich dann schauen, wie wir sie bringen. Wir haben 6, dann nehmen wir gleich das große Kastel da drüben. Das muss jetzt, also ich gehe davon aus, dass ich spätestens jetzt eine töten werde. Weil die einfach wahnsinnig eng beieinander stehen und es sind halt noch wahnsinnig viele. Und ich glaube nicht, dass ich das schaffe, die alle heile da rauszulösen. Für Leute, die das noch nie gemacht haben. Und sie vielleicht nicht hintrauen, weil sie Angst haben, dass Pflanzen kaputt machen. Ganz ehrlich, das ist wie bei jedem anderen Scheiß. Wenn ihr Lust habt, das zu machen, dann macht es einfach. Und wenn es Pflanzen kaputt macht dabei, dann habt ihr halt Pflanzen kaputt gemacht dabei. Es ist nicht so, als würdet ihr deswegen verklagt werden, weil ihr Pflanzen kaputt gemacht habt. Lernt draus, macht es immer wieder, fangt immer wieder an und dert's euch nicht roh. Wer es nicht probiert, kann es auch nicht lernen. Das ist einfach so. Ja? Ich habe von Pflanzen überhaupt keine Ahnung gehabt. Für mich ist heute noch ganz viel einfach nur Blume oder Busch oder Baum. Ich habe mich mit den Chilis dann irgendwann beschäftigt, da habe ich Spaß dran gehabt, weil ich es eben gern selber isst. Auf Dauer, das zeigt immer zum Kaffee als fertige Pflanzen, ist relativ teuer, das kann richtig ins Geld gehen. Bis ich dann gesagt habe, okay, dann zeigen wir es selber an. Und ich habe etliche Pflanzen getötet. Ja, es ist nicht schwer, weil sonst kann ich es nicht. Aber wenn es nicht funktioniert und man dabei halt die ein oder andere Pflanze tötet, dann ist halt so, dann ist halt was gestorben, das ist halt dann passiert. Aber tut es euch nicht ab, probiert es einfach. Wer es probiert, kann es lernen. Wer es nicht probiert, muss immer weiter davon leben, dass andere das vielleicht tun. Ich ziehe mir meine Chilis inzwischen selber. Wir machen dann ganz verrückte Sachen draus. Ich habe Marmelade aus Chili gemacht. Ich habe Mango-Chutney aus Chilis mit Chilis gemacht. Wir haben einen Schnaps aus Chili gemacht, beziehungsweise den habe nicht ich persönlich gemacht, den hat der Herr Siegreich gemacht. Schöne Grüße gehen an ihn raus, Sigi Siegreich. Danke für den Schnaps, den man nicht saufen kann. Es ist pervers, das Zeug. Da sind Habaneros und noch und nöcher drin. Den mag auch keiner saufen. Das gebe ich dem, den ich nicht mag, zum Dringer. Oder einem, der das Maul so weit aufreißt, dass er sagt, scharf gibt's nicht. Am Arsch scharf gibt's nicht, das kann man nicht saufen, das Zeug. Das ist außer pervers nur noch pervers. So, da hinten ein Bladel fest. So, und dann haben wir die ersten Spitzpaprika auch schon gesetzt. Bin erstaunt, dass ich sie so gut habe trennen können. Die schauen auch noch sehr gut aus. Sind auch wieder sehr schön gewachsen, haben schöne kleine Bladeln gekriegt, gute Wurzeln, saubere Wurzeln. Können wir schön einsetzen und dann hoffentlich fleißig Paprika fressen nächstes Jahr im Garten. Ist mir aufgefallen, gerade wenn es warm draußen ist, eine sehr erfrischende Geschichte, wenn man sich da so... Ist das ein Stein? Ja, das war ein Stein. Sauber eine durch. Eine Salbe haben wir auch gemacht. Ja, stimmt, eine Salbe haben wir auch noch gemacht. Eine Voltaren-Salbe. Das ist, müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr Wärmepflaster oder sowas kauft. Da steht ganz oft drauf, dass ein Chili mit drin ist. Das liegt daran, dass eine Chili schon im Mittelalter, kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, als Heilmittel genommen worden ist. Es wurde als Heilmittel genommen, weil es Schmerzen unterjocht, weil es warm macht. Also wenn man es sich auf den Buckel schmiert, wird es halt einfach warm. Deswegen haben Wärmepflaster auch Chilis mit drin. Diese Bio-Wärmepflaster sind also alle mit Chilis. Ich glaube, da gibt es keine ohne.
Wurde auch genommen, um Sachen haltbar zu machen, weil ein Kühlschrank hat es ja damals noch nicht gegeben. Und wenn man ein Fleisch ordentlich scharf gemacht hat, dann ist das nicht so schnell verkummern. Dafür hat man es halt dann fressen müssen und sich dabei das Mai verbrennt. Und wir haben auch schon eine eigene Voltaren-Salbe gemacht. Die man, also Voltaren-Salbe war es natürlich nicht. Ich weiß nicht, was in der Voltaren drin ist. Jedenfalls haben wir eine eigene Bio-Chili-Paste, Bio-Chili-Creme gemacht gegen schmerzende Glieder. Entschuldigung, ins Mikrofon rülpsen ist asozial. Und da haben wir auch die Wirkung gemerkt. Also das brennt wie Hölle am Anfang, wenn man sich das auf den Buckel schmiert. Aber es funktioniert. Und das ist der Punkt. Man kann sie also, so blöd wie es klingt, die Omas haben halt noch Hausmittel gehabt. Ja? Und jetzt bin ich der Opa und jetzt muss ich die Hausmittel haben. Aber es ist halt so, Herz auf dem Opa, der Opa weiß, was Hausmittel sind. Chili ist ein Hausmittel. Chili hilft gegen Schmerzen. Glaubt's mir's, hab's getestet. Ich hab viel Rücken gehabt. Inzwischen habe ich nicht mehr so viel Rücken. Tut nicht mehr ganz so weh. Aber wie gesagt, man kann wahnsinnig viel aus Chilis machen. Man sieht es auch, wenn man dann einmal beim Einkaufen geht und man geht so durch die Regale und schaut einfach, wo überall Chili draufsteht. Das ist ja von der Schokolade bis hin zu die eingelegten Standard-Chilis, da ist ja jeder Scheißdreck dabei. Also es ist wirklich, jeder Scheißdreck wird heutzutage auch mit Chili versetzt, weil eben irgendwann einmal diese Phase angefangen hat, dass alle scharf essen. Ja? Aber übertreibt es bitte nicht gleich zu Anfang. Es tut weh, man kann wegen Chilis im Krankenhaus landen, wenn man es übertreibt. Das ist auch, um meinem Bildungsauftrag Folge zu leisten, übertreibt es bitte nicht. Muss einfach nicht sein. Ja? So. Dann haben wir da jetzt dann gleich die ersten 6 Paprika eingesetzt, die das natürlich auch brauchen. Da können wir jetzt schütteln, weil da ist deutlich zu wenig Erde drin gewesen. Das zur Seite mal so. Steht auch einiges. Wie man sieht, ich bin auch nicht mittig. Ich kann auch nicht schauen, wo die mitten ist. Ist mir aber auch wurscht. Macht euch da keinen Kopf. Wie gesagt, wenn eine Pflanzen verreckt, dann ist eine Pflanzen verreckt. Denkt euch dann nichts. Macht es einfach einmal. Und wenn die komplette erste Ernte in eine absolute Nullnummer ausartet, ja, dann ist halt auch das passiert. Dranbleiben wird funktionieren. Meine ersten Chilis sind auch nichts geworden. So, dann haben wir da jetzt. Na, das ist die falsche. Wo ist meine Hälfte? Streiche ich durch so. Streichen wir einfach durch, streichen wir durch, streichen wir durch. Und dann schreiben wir auf der Rückseite Spitzpaprika. Spitzpaprika, zack, wässern, glücklich sein. So, wieder fleißig gearbeitet. Und sinnvoll gearbeitet. Leute, das ist was zum Essen. Ihr könnt selber Essen machen. Das kann man am Balkon machen. Ihr braucht keinen Garten dafür. Meine Frau und ich, wir haben das Glück, dass wir einen Schrebergarten besitzen bei uns im Dorf. Wir können natürlich deutlich mehr ansetzen. Aber ihr braucht kein großes Beet für das Zeug. Ihr könnt es am Topf nehmen. Ja? Da reicht so ein Töpfel, das könnt ihr euch auf den Balkon stellen, das könnt ihr euch ins Wohnzimmer stellen. Sie brauchen viel Licht, die Pflanzen. Das ist richtig, da sollte man vielleicht schauen, dass passt. Wenn ihr es selber anzeigt, kauft euch die U-Zuchtlampen, die kostet irgendwo zwischen 20 und 40 Euro. Kriegst eine vernünftige Lampe, die steckst an, hängst das über die Pflanzen drüber, über die Töpfe, wo bloß Erden drauf ist. Das Zeug kommt deutlich schneller, wie wenn es das normal probierst. Ihr könnt das auch ohne die Lampen machen. Knallt euch danach in so einen Topf 2 Pflanzen ein, eine links, eine rechts, lasst das wachsen, erntet ein halbes Jahr später, wunderbar selber Essen gemacht. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich selber Essen zum ziehen und einen Haufen Geld zum Sparen durch das Zeug, wenn du das selber machst. Ich kann es nur empfehlen, probiert es aus, scheißt euch nichts und macht's einfach. Ja? Ich bin heute noch, wenn ich draußen bin mit meiner Frau und meine Frau sagt, wir müssen da und da Unkraut jäten, ich reiß heute noch Unmengen Blämen mit raus. Ich habe keine Ahnung.
Für mich wächst das Zeug aus dem Boden, was ich kann es nicht essen, da bin ich dann, na? Ich zerstöre 100 pro etliche Blumen. Weil ich es einfach nicht kenne. Weil ich es nicht erkenne, weil es, da sind meine Frau und ich anders. Meine Frau ist dann in dem Fall der Typ Pflanze, schön, will ich haben, schaut toll aus. Ich sage Pflanze schön, aber nicht zu nichts zu gebrauchen, brauche ich nicht. Für mich muss eine Pflanze mehr Sinn haben, als nur angeschaut zu werden. Und deswegen zerstöre ich bestimmt nie mit Absicht, mein Schatz, niemals mit Absicht, aber bestimmt das ein oder andere Mal Pflanzen, die nicht rauskommen sollten. Bin bestimmt auf die eine oder andere schon draufgestiegen. Wir sind schon mit einem Rasenmäher über frische Pflanzen drüber gesammelt, weil wir es vergessen haben, dass wir es da eingesetzt haben, oder weil ich es vergessen habe, dass wir es da eingesetzt haben. Nein, es ist heute passiert. Was wollen wir uns da einen Kopf drum machen? Mit ein bisschen Glück. Die zum Beispiel, die hat nicht nur Wasser gekriegt. Die kringelt sich ordentlich an die Bladeln ein. Die findet es nicht ganz so toll bei uns. Aber nachdem ich von denen Spitzpaprika nur habe, ist mir das bei der jetzt wurscht. Die kommt einfach weg. Dann sind es halt nicht mehr 20, sondern bloß noch 19. Reichen auch. Weil es ist ja nicht so, als würde eine Pflanze eine Paprika tragen, sondern eine Pflanze trägt zig Paprikas. Und wenn sie einen ordentlichen, kräftigen Stamm gekriegt haben und sich daran, da wo man sie hinsetzt, einigermaßen wohlfühlen, dann kämen da Unmengen Früchte bei rum und aus einer Frucht kriegt man wieder 20 Früchte etc. pp. Also es einmal angefangen und einmal das Ganze zum Funktionieren braucht, du brauchst keine Paprika mehr kaufen. Zumindest nicht in der Erntezeit. In der Zeit, wo wir sie nicht selber ernten können, müssen wir natürlich weiter Paprika kaufen. Es sei denn, ihr habt so viel Platz, dass ihr euch ein kräftiges Gewächshaus aufbauen könnt, wo es dann reinknallt. Da scheißt euch aber auch nichts, dann macht es halt. Wenn es die Möglichkeit habt, macht es. Ich würde auch gern das ganze Jahr zum Beispiel Erdbeeren essen, funktioniert aber nicht. Dann verzichte ich halt in der Zeit, wo es keine Erdbeeren gibt, drauf und friss was anderes. Irgendwas finde ich immer. Irgendein Obst finde ich immer. Irgendein Gemüse finde ich immer. Und irgendein Todesviech finde ich auch immer. Wir kennen da gar nichts. Wird alles gefressen. So. Auch wieder schönes Pflanzerl, schaut gut aus, ist nicht gelb. Schaut sauber grär aus, steht gerade wunderbar. Und gleich noch eins daneben mit einer kräftigen Wurzel. Das wird ein richtig fetter Stamm, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn sie das Pikieren jetzt überlebt, es kann immer nur sein, dass ich nach dem Pikieren, dass ich morgen die ersten paar Pflanzen obidor und feststelle, dass es nicht geschafft haben, das Pikieren. Dass ich vielleicht irgendwo zu viel Schaden an der Wurzel verursacht habe. Passiert mir, die ist mir zum Beispiel zu braun, die mag ich nicht, die schaut gut aus. Die tun wir da mit rein. Also nur weil es jetzt dann stängern, heißt es noch lange nicht, dass die Pflanzen das Ganze überleben. Aber wir können zumindest hoffen, dass es überleben. Fänden wir wahrscheinlich nicht schlecht. Schön Erden drüber verteilen zur Seite nochmal, damit es schön steht. Wässern. Und wieder 4 Paprika zur Seite gestellt. So, dann habe ich da noch einen, da müssen wir noch ein bisschen Erden reintun. Die haben wir noch nicht. Das machen wir jetzt ganz kurz da rüben, bevor wir wieder alles herheben müssen. So. Ihr könnt das Loch auch so machen. Funktioniert auch. Ist überhaupt kein Beinbruch. Wie es macht, ist einfach relativ egal. Hauptsache ihr macht es einfach. Das ist der Punkt an der ganzen Geschichte. Scheißt euch nichts, macht's. Schöne Grüße gehen raus an Truppi, der sagt das beim Handwerken immer. Wer es nicht versucht, kann es nicht lernen. Gehen auch schöne Grüße an Herrn Meier raus, der mich mit dem Ganzen bekannt gemacht hat. Dass man Sachen einfach probiert. Es stehen auch weiter noch mehr so Projekte an, die eben nichts mit Zocken zu tun haben.
Wie die umgesetzt werden, weiß ich noch nicht. Da muss ich schauen, wie ich das hinbringe. Aber da sind auch Pläne vorhanden. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbringen. Mir hat es gefreut, wenn ich das hinbringe mit der Zeit. Vielleicht auch nicht dann als Livestream, sondern eher als Video. Aber auch da muss ich schauen, wie ich es hinbringe. Muss ich heute mal schauen. So, und der mal wieder Pflanze eine. Jetzt gehen wir uns dann irgendwann, wenn wir die alle gemacht haben, wieder mehrere Erden eine. Das wäre ganz Kastel bloß mit Spitzpaprika. Kinders, das wäre ganz Kastel bloß mit Spitzpaprika. Ich hoffe, dass die gut werden. Ich hoffe wirklich, dass die gut werden. Na, und dann habe ich vielleicht ein Mordspaprika ernten. Dann gibt es nach der Erntezeit ein Mordspaprika essen. Da gibt es dann eine Woche lang bloß Paprika von gefüllt, der Spitzpaprika, längs aufgeschnitten, ein bisschen ein Hack mit eine, ein bisschen ein Kas mit eine. Na, die mag jetzt gar nicht so wie ich. Das glaube ich wird eine, die es nicht überleben wird. Mal schauen, vielleicht da fangt sie sich. Die hat jetzt einfach nicht so bleiben wollen, wie ich das wollte habe. Über einen dicken Paprikasalat, also Paprika-Sahnig-Gemüse. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du mit Paprika schön kochen kannst. Müsst es halt einfach machen. Einfach machen. Immer wieder. So habe ich mir das Kochen beigebracht. Ich bin kein gelernter Koch, halte mich aber für inzwischen einen einigermaßen visierten Hobbykoch. Visierten? Was ist denn ein visierter Hobbykoch? Wenn einer von euch weiß, was ein visierter Hobbykoch ist, dann soll es mir doch bitte mitteilen. Ich weiß es nicht, aber ich bin scheinbar einer. Ach Gott. Ich halte mich für einen vernünftigen Hobbykoch. So, jetzt. So lassen wir es stehen. So, jetzt habe ich noch 4 Pflanzen. Schauen wir mal. Mir geht der Platz aus. Jetzt muss ich dann nochmal beschriften. Das eine Kastel ist komplett voll mit Spitzpaprika. Schon. Muss ich schauen. Da haben wir noch 4 und da habe ich aber auch noch ganz voll. Na, Spitzpaprika reicht jetzt. Der Rest ist übrig. Wenn einer von euch eine Spitzpaprika haben will, soll er schnell bei mir vorbeischauen, kann er mitnehmen. Muss er sie bloß bald holen, weil sonst sind sie. So. Jetzt kämen wir zu meinen 2 absoluten Lieblingspflanzen. Weil nicht ganz so einfach zu ziehen, sind ein bisschen garstiger. Muss ich schauen, ob ich die jetzt so finde, ohne dass ich aufstehen muss. So, einmal, zweimal. Ich habe auch schlechte Nachrichten. Es ist nicht mehr die schärfste Chili der Welt. Ich habe euch angelogen. Ah, verdammte Axt. Na, wo ist sie? Nee. Okay. Mal da schauen. Nein, ich muss es eingeben. So. Trinidad. Skorpionpflanze. Ja, Treffer. Versaut. Abgeschmissen. Passt das so nicht, so passt es nicht. So wollen wir es haben. So können wir miteinander hauen wieder. Da ist sie. So.
Ich möchte euch erzählen über diese Pflanze. Leider bloß 4 das Jahr. Waren auch schon mal mehrere. Braucht man aber auch nicht so viel, weil äußerst scharf. Äußerst scharf. War mal die schärfste Chili der Welt, habe ich gerade festgefunden. Es gibt eine schärfere, dann werde ich mir einen Samen kaufen müssen, weil die finde ich einfach nicht so ohne weiteres. Wir haben hier aus der Karibik stammend eine Trinidad Scorpion in Rot. Zu setzen zwischen Dezember und April, kann man also relativ früh anfangen zu setzen. Die Blüten sind weiß. Eine sehr buschige, 70 cm hohe Pflanze, manchmal bis zu 90 cm, zwischen 70 und 90 cm hoch werden die Pflanzen. Eine grüne Frucht, die dann rot nachfärbt, ist sehr schrumpelig, hat unten diesen klassischen Habanero-Zipfel dran und oben so ein Böller. Oh mein Gott, wie man halt wird so ein Habanero ausschaut. Lampionförmig, das ist ein tolles Wort, gut, dass ich das gelesen habe. Lampionförmig mit spitzer Stachel, Frucht ca. 4 bis 5 cm. So, haben wir wieder was gelernt. Die Reifezeit so ein Ding ist also wenn die Frucht da ist und groß genug ist und dann fängt zu reifen, dauert es zwischen 90 und 110 Tagen, bis du sie ernten kannst. Ja, wir sind jetzt schon relativ spät, aber Erntezeit für Chilis ist tatsächlich bis Ende Oktober. Kannst du die Chilis ernten. Ist natürlich jetzt, dadurch, dass die aus der Karibik kommen, hier in Deutschland nicht ganz so einfach. Da gingen wir auf voll kaputt. Gebe ich zu, ist sehr schade, sind auch das Jahr nicht groß geworden, sind wirklich sehr, sehr klein geblieben, diese Pflanzen. Könnten deutlich größer sein, wollten es heute nicht, muss ich mit leben. Der Schärfegrad liegt bei 10, das Zeug hat über 1 Million Scoville. Die würde ich keinem empfehlen, einfach so vom Busch zu zupfen und dann eine zum Beißen. Kann euch zu Atemnot und Ähnlichem bringen. Tut richtig weh. Tut wirklich richtig weh. Schärfe ist übrigens kein Geschmack. Das ist ein Aberglaube. Schärfe ist ein Schmerzgefühl. Ja, jetzt habe ich auch nicht getötet. Da habe ich gerade die Wurzel mit abgerissen. Das ist natürlich nicht so schön. Ich kann es versuchen, dass ich es nur einsetze, aber das habe ich gespürt, dass ich der wieder habe. Da war ich zu gierig. Das hier ist also kein Spielzeug. Auch nicht jemanden zum Spaß einfach auf seinen Burger legen oder sowas. Absolute Unverschämtheit, freut sich keiner drüber. Müsst euch immer vorstellen, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr an euren Burger rein beißt und irgendeiner hat euch Lava drauf geschüttet. Weil auf was anderes kommt es nicht raus. Es ist einfach so. So. Finger rein, Pflanze eine, Erde drauf. So. Hier brauche ich nichts pikieren, weil wir hier nur eine Pflanze drin haben. Die kann ich einfach so lassen. Dann können wir das Zeug nämlich auch schon wieder wassern. Und zur Seite stellen. Als Steckerl eine, damit ich weiß, was drin ist. Das ist die rote Scorpion. Dann machen wir uns da gleich so ein Lächeln eine und schauen, dass wir die Pflanzen irgendwie durchbringen. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Es war sehr schade. Es sind meine letzten Sommer gewesen. Aus dem Chili-Jahr schlechthin für uns. Vor 2 Jahren war es. Das Chili-Jahr schlechthin. Wir sind vor lauter Ernte nicht mehr hinterhergekommen. Ich habe 4-mal im Jahr geerntet. Ich hatte, ich weiß nicht, 40 Kilogramm Chilis abgeerntet. Ich zehre heute noch davon. Ich habe heute noch Produkte aus dieser Chili-Ernte zu Hause bei uns. Zeige ich euch dann, wenn wir so weit fertig sind. Hier zeige ich euch noch ein bisschen was. Es ist ein Traumjahr gewesen. Wir haben es leider nicht mehr so hingebracht. Wir haben es davor noch nicht so gehabt und wir haben es danach nicht mehr so gehabt. Aber das stört uns ja an sich nicht. So, Skorpion rot. Red einmal eingesteckt zugemacht. Dann haben wir da noch irgendwie einen Bodenast drin, den brauchen wir nicht, den können wir zur Seite schmeißen. Dann ein bisschen Erden rein wieder.
Wir kennen auch mal vielleicht finde ich einen, also beziehungsweise ich weiß, dass ich einen finde, der so blöd ist wie ich, dass wir uns im Garten bei der Ernte filmen, wie wir eine von diesen Chilis einfach nahe rammeln. Das ist nämlich das, was ihr eigentlich sehen wollt. Und ich weiß, dass das ist, was ihr eigentlich sehen wollt. Wie ich vor lauter Schmerz vergehe, wie mein Spätzle vor lauter Schmerz vergeht. Aber wahrscheinlich sind wir so blöd und machen es auch noch. Ja, meine Frau hat letztes Jahr in der Chili eingebissen, das war diese White Habanero, weil ich sie hingehalten habe und gesagt habe, riech einmal. Und meine Frau hat mich missverstanden und hat Vollgas eingebissen. Das im Dreieck ist bei uns im Garten. Weil, das war ein bisschen arg viel Erde auf der Pflanze. Also es gibt auch Menschen, die eigentlich nicht so doof sind wie ich und meine Spätzlen und trotzdem Vollgas in so ein Ding einbeißen. Weil es nicht zuhören, wenn der Mo was sagt. Aber es ist ja egal. So, dann haben wir die Pflanzen noch. Und die letzte, die wir jetzt auch noch einsetzen. In der Hoffnung, dass sie was werden. Auch die, die ich meiner Meinung nach schon gekillt habe. So. Die ist schon sehr mickrig. Aber wir hoffen es. Wir hoffen es. Was muss ich verschieben? Oh, die Kamera hat sich verstellt mal wieder. Danke, Schatz. So ist besser. Ich arbeite hier fleißig und merk's gar nicht. Mein Gott, warum sagt ihr denn nichts? Saubande, Verreckte. Das ist doch bloß das Mai aufmachen. Muss meine Frau herlaufen, halber nackt. Wobei ich das schön finde. Und nein, ich zeig's euch nicht. Ja, ihr Schweine. Jetzt geht's aber los. So. Dann hoffen wir, dass die Pflanzen noch was werden. Bitte werd was, bitte, bitte. Ich bin auch ganz lieb zu dir. Ich streichel dich draußen im Garten und ich rede ganz viel mit dir. So. Und dann haben wir wieder eine Scorpion Red einmal zur Seite gestellt. So. Jetzt kommen wir zu der Version. Na, das ist die Red. Ich muss schauen, wo es ist. In der Liste. Wir haben uns das ja alles zusammengesucht. Habanero Peach, Antalas, Devils, Fombra, Snow White, Pekin, Christina, Carolina Reaper. Na. Na. Ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Muss ich dir jetzt echt eingeben? Probieren wir es mal so. Komm hier. Ja, kann schon reichen. Das könnte schon reichen. So. Ja, da ist sie. Ich habe sie gefunden. Wir haben hier 7 Pflanzen. 7 Pflanzen der Trinidad Scorpion Moruga Black Chili. Diese Chili war über Jahre hinweg und als Nachfolger der Butjoloka die schärfste Chilischote der Welt. Sie ist inzwischen abgelöst von der Carolina Reaper Chili, die ich leider noch nicht angesetzt habe, die ich noch nicht selber anbauen konnte, weil ich sie, ich glaube, ich habe es mal probiert und die ist mir kaputt gegangen, leider. Aber
Es könnte noch funktionieren. Und dann ist es jetzt so, dass ich hier eine Chili habe, die auch aus der Karibik kommt, wie der rote Kollege eben auch, den ich übrigens nicht durchgehend beschriftet habe. Da muss ich nur Schüttel einbacken. Auch hier ist, wir haben von Januar bis April Aussaatzeit. 22 bis 28 Grad ist die perfekte Temperatur fürs Wachstum. Die Pflanzen werden zwischen 70 und 80 cm hoch. Die Früchte sind lampignonförmig mit einer länglich spitzen Zulaufend zwischen 4 und 6 cm groß. Sie fangen an grün zu wachsen und werden dann violettbraun. Also die schauen auch echt gefährlich aus zum Schluss. Und die sind auch echt gefährlich. Der Schärfegrad liegt bei der 1 bis 10 Benotung bei 10 mit Triple Plus. Und es hat durchschnittlich hat eine dieser Früchte 1,2 Millionen Scoville-Einheiten. Das ist abartig scharf, Kinders. Für eine normale Frucht ist das abartig scharf. Ich weiß, dass es Soßen gibt, die damit Werbung machen, 6 Millionen Scoville zu haben. Wobei man bei Soßen immer aufpassen muss, viel Werbung wird gemacht und es ist gar nicht so scharf, wie es draufsteht. Soßen können natürlich deutlich schärfer sein wie die Früchte an sich, aber die Früchte haben halt einen Eigengeschmack, den Soßen nicht mehr haben. Soßen haben eigentlich nur, in meinen Augen, sind nur dafür da, um etwas schärfer zu machen. Für Leute, die gerne scharf essen, ist das gut. Für Leute, die meinen, sie müssen irgendwas Fruchtiges haben, ist bei den Soßen immer schwer. Also die Soßen finde ich immer schwierig. Früchte haben alle einen Eigengeschmack. Auch eine mit 1,2 Millionen Scoville, wo man mehr sabbert, als dass man schluckt, weil es halt einfach so ist, weil es Mai brennt. Ja, das ist wie wenn es auf einem heißen Stück Kohle umeinander lutscht, wenn du dir so ein Ding in den Mund steckst. Auch das kannst du dir antrainieren, dass du das essen kannst. Ich persönlich bin sehr stolz darauf, dass wir dieses Jahr 7 Pflanzen haben, die alle wirklich gut ausschauen von den Bladeln her. Da ist nichts, was sie groß weit. Es ist nichts, was irgendwelche Färbungen hat. Schauen alle sehr kräftig aus in der Farbe. Finde ich total schön. Und ich hoffe, dass ich alle 7 Pflanzen durchbringe. Wenn ich alle 7 Pflanzen durchbringe, dann verlose ich womöglich noch eine Chili zum Schluss. Ja, dann kriegt es von mir mehr oder weniger ein Packer Samen gestiftet. Man kann das als Samen schon kaufen, aber ich mache das dann lieber selber. Das heißt, ich habe kleine Papiertüter, wo ich die Samen drin trockne. Das Papier nimmt viel Feuchtigkeit aus den Samen raus. Da bleiben die dann ein Jahr lang drin. Geht nichts mehr kaputt, wenn die mal trocken sind. Und dann setze ich die nächste Jahr wieder ein. Auch hier haben wir die letzten Samen aufgebraucht. Es gibt keine mehr. Wenn ich also dieses Jahr diese 7 Pflanzen nicht durchbringe, oder nicht zumindest eine, dann war es das bei mir mit der Trinidad Black. Aber ich gehe davon aus, dass ich die irgendwie, dass mindestens eine Pflanze, glaube ich schon, dass ich durchbringe. Ja. Aber wenn wir wieder viel spät angefangen haben, eigentlich möchte ich schon im November teils ansetzen, was ja machbar ist. Kommt ja dann immer auf die Pflanze an. Bei Paprika ist auf alle Fälle möglich. Ich verbringe es halt oftmals durcheinander. Also jetzt muss ich mal hier schauen, dass ich den ein bisschen weiter oben bringe, weil ich sehe sonst nichts mehr. So. Nein, das war fail. Ja, so. So ist gut. Genau. Jetzt sehe ich da auch wieder was sehr, sehr schön. So. So, Kinder, ich komme auch deutlich schneller voran, wie ich dachte. So. Dann haben wir das jetzt schon mal so weit drin. Dann muss da noch Erde drauf. Damit sie sauber steht.
Schön, dass wir es jetzt voll in die falsche Richtung gebogen haben. Fix Wasser um mir. Und das Steckerl wieder eine von der Black Scorpion. Ich wollte noch ein Red Scorpion Schild machen, gell? Es gab mal einen Film, der hieß Red Scorpion, glaube ich. Der war mit Arnold Schwarzenegger. Wissen, dass die Welt nicht braucht, aber ich habe es rausgehauen. So. Das nächste Kastel. Ja, wir gängen jetzt tatsächlich die Ansehtöpfe aus. Muss man neue Ansehtöpfe besorgen für nächstes Jahr. Das sind wirklich die letzten. Und die werden einfach so wie es sind mit in den Topf eingesetzt. Und dann haben wir die vergammeln mit. Also da ist überhaupt, da bleibt nichts über. Ja? Das ist irgendwie Naturfaser Bio Scheiße. Ich habe keine Ahnung aus was die sind. Ich kann da mal lesen. Da steht es bestimmt drauf, aus was die sind. Torf. Sie sind aus Torf. So, wunderbar. Okay. Jetzt geht mal hinten raus tatsächlich noch die Erde aus. Ich glaube, ich spinne, oder? Muss das sein, dass mit Erden ausgeht? So. Auch hier wieder vorsichtiges Trennen der beiden Pflanzen, die auch schon oben miteinander verwurstelt sind, weil die Bladeln sie ganz doll gern haben. Aber das haben wir geschafft. Ein bisschen nackeln und dann schaut euch mal diesen Wurzelbart an. Schaut euch den Wurzelbart an. Ist das ein Traum? Ich finde, das ist ein absoluter Traum. So viel Wurzel für so wenig Pflanze. Kann ich mich nicht beschweren. Kann ich mich absolut nicht beschweren. Die haben sehr gute Chancen, das durchkommen. Die haben sich scheinbar nicht unwohl gefühlt bei uns. Auch hier wieder Bladel eine, Black Scorpion, einmal eingesteckt, zur Seite gestellt. So, dann der mit der weiß, dass er eh schon dran gewohnt hat, da weiter in das kleine. Ihr müsst da nicht die großen Depth kaufen, die großen Depth sind eigentlich unnötig. Es gibt so viele Möglichkeiten nach dem Pikieren die Dinger zu setzen. Wir haben heute nur die Anzucht-Depth da, deswegen nutze ich die. Das ist, ich habe andere Möglichkeiten gefunden, das schaut aus wie so ein kleiner, weiß nicht, Hundehaufen mit einem Loch in der Mitte. So nenne ich es gern. Die möchte ich nächstes Jahr dann haben, aber das sagt es dann, wenn es soweit ist. Hat noch ewig Zeit bis dahin. Noch ein bisschen Erde drüber, den harten Kern da hier. So. Und dann der mit dem Zeigen nur rauspikieren. Schön lockern von unten mit dem Holzstabel, wieder vorsichtig sei. Gar nicht lang umeinander durch. Die dicken Erdbrocken zur Seite. Vorsichtig sei. Versuche nicht die Wurzeln zu beschädigen. Wie gesagt, es ist ein Versuch, auch bei mir jedes Jahr wieder. Meine Frau macht Pflanzen seit Jahren und auch sie zerstört beim Pikieren die ein oder andere Pflanze. Das passiert einfach. Da ist kein Beinbruch dran. Oh, jetzt habe ich die Erden ausgeschubst. Das wollte ich gar nicht. So, jetzt können wir das da einbröseln. Das der mal an. Der noch ein bisschen Erden drüber, weil wir es haben. Batzeln ein. Machen ein Loch hinein mit dem Stift. Setzen. Auch wieder eine wunderschöne Wurzel. Das ist ein Traum. Die sind echt gut geworden das Jahr. Ich bin total begeistert. Ich bin total begeistert. Naja. Ein bisschen Erde drüber. Kann noch nicht schon. Und wieder wässern. Ein Stift mit eine Black Scorpion. Zweimal eingesteckt und zur Seite gestellt. Jetzt habe ich nur 3 Pflanzen und mir ist der Platz wieder ausgegangen, aber das kriege ich dann schon hin. Da haben wir eins. Na, geh aus, du Drecksack. Nein, die wollen nicht schon. Hm? Die sind mal weg zur Seite da. No.
Die wollen ja gar nicht auseinandergehen. So. Bloß noch die zwei trennen, dann ist alles gut. So. Jawohl, geschafft. So, dann hoffen wir, dass Erden nur reicht für das Ganze. Kinders, ich bin total begeistert. Ich habe seit 1,5 Stunden keine geraucht. Wir sind jetzt 1,5 Stunden online und ich habe noch nicht eine Zigarette geraucht. Kaum sind die Hände beschäftigt und ich bin nicht am FIFA zocken, wo die Hände zwar auch beschäftigt sind, aber es ziemlich aufregt und nervig ist. Schon rauche ich weniger. Gartenarbeit ist also wirklich gesund, Kinder. Wer hätte das gedacht? So, und hier wieder schöne Wurzeln mitten ins Loch eine und dann zur Buddeln. Ja, wunderbar. Ey, Kinders, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert alles. Ich habe bloß eine Pflanze gekillt. Ohne Vorsatz. Und 5 Pflanzen zur Seite gelegt, weil mir einfach der Platz sonst ausgeht. Und ich auch nicht so viel Platz habe. Das sind einfach zu viel gekommen. Wie gesagt, wenn ihr eine Spitzpaprika haben möchtet, schreibt es mir an, kriegt es eine, schenke euch. Ihr müsst bloß vorbeikommen und euch abholen. So. Da nochmal drüber gießen. Und last but not least. Oh, wobei. Na, Erden geht aus. Passt. Bleibt so. Die Spitzpaprika sind out. So. Noch ein wenig Erde dazu. Und dann haben wir das auch geschafft. So. Nur 3 Schüttelscheiben. Nur 3 Schüttelscheiben. Wirklich sauber machen tue ich dann nachher, wenn ihr nicht mehr da seid, weil das ist das Langweiligste an der ganzen Geschichte, aber das ist halt einfach so. Black Scorpion. Black Scorpion und Black Scorpion. So, dann zeige ich euch jetzt noch eins, was ich vor 2 Jahren gemacht habe. Also 2019 haben wir das gemacht aus der Ernte. Das habe ich da nämlich gleich ums Eck stehen, deswegen zeige ich euch das noch. So kann das dann ausschauen, wenn man eine saubere Ernte gehabt hat. Und zwar schaut das so aus. Eine saubere Ernte, ich habe Chilis eingelegt. Wir haben hier Knoblauch mit drinnen, einen Haufen Olivenöl und dann Essig, der ist auch mit drin. Diese Chilis sind angestochen. Das heißt, auch in diesen Chilis befindet sich diese Flüssigkeitenmischung. Dafür geht jetzt das Zeug niemals kaputt. Das kann da drin ziemlich lang bleiben. Wir haben hier diese langen, das sind die Pinocchio Nose Chilis. Hier die runden, diese mehr oder weniger Kirschpaprika, sind die Cherry Bombs. Die weißen, die hellen hier, sind die White Habanero mit Schärfegrad 10. Ich würde auch keinem empfehlen, dieses Öl zum Kochen zu benutzen. Alles, was da drin ist, ist einfach nur noch scheiße scharf. Also da ist wirklich alles scheiße scharf da drin. Ich weiß nicht, ob ich da noch andere Chilis rein habe. Ich glaube aber, dass es bei den 3 Sorten geblieben ist. Kann sein, dass nur ein Big Green oder ein Big Habanero mit reingekommen ist. Ich sehe jetzt keine. Aber wie gesagt, das Zeug da drin ist einfach nur extrem scharf. Aber so kann man es halt schön verarbeiten.
ein Hingucker, wenn er nur rumsteht, ähm, ist auf Dauer ein Haltbarmachen der Chilis. Ähm, ist allerweil gesund. Es ist kein Spaß. Das scharfe Essen ist wirklich gesund. Es rammt an den Magen auf. Man muss bloß aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Sonst ist es einfach too much. Wenn es too much ist, dann ja, sollte man es vielleicht bleiben lassen, wenn es der Magen nicht verträgt. Das kann zu Magenkrämpfen führen, Schweißausbrüche, Kreislaufzusammenbrüchen. Also immer vorsichtig sein mit der Schärfe, nicht übertreiben. Ähm, Das nächste Mal zeige ich euch was anderes, was wir draus gemacht haben. Ja. Und dann war es das für heute. Wir haben jetzt 1,5 Stunden gestreamt, wir haben jetzt 1,5 Stunden Pflanzen pikiert. Wen es später interessiert, ich werde dann, wenn ich die Pflanzen wieder unter die Lampen gestellt habe, Foto davon machen und auf Instagram posten, damit es einmal sagt, wie es ausschaut, wenn es unter dem Licht stehen. Mir war es eine Freude, vielleicht ein bisschen Wissen verteilt zu haben, vielleicht was Sinnvolles euch beigebracht zu haben. Und ich werde euch zumindest fototechnisch am Laufen halten, was die Pflanzen so gemacht haben. Ich werde euch morgen schon sagen können, ob die ein oder andere Pflanze es nicht überlebt hat, mein Pikieren. Aber zumindest habt ihr jetzt einmal gesehen, das pikiert kehrt. Wie man pikiert, habt ihr gesehen. Oder wie man pikieren kann. Ob man es offiziell so macht. Ich habe es wie gesagt nie gelernt, ich habe keine Ahnung. Finde ich aber auch nicht schlimm. Weil man kann sich so einen Scheiß selber beibringen und das habe ich einfach gemacht. Und mir hat es gefallen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst. Und dann, da die, jetzt muss ich erst einmal mein Programm wiederfinden, da ist. Wenn es mir die Kommentare vollballert, was ihr von der Idee haltet, dass ich mal was anderes gemacht habe, außer ein Computerspiel zum Spulen. Ich persönlich fand das eine nette Idee, eine aufklärende Idee. Und weil ich es habe machen müssen und euch aber nicht ganz so lange allein lassen wollte, ohne mich habe ich mir gedacht, dann mache ich es halt mit euch. Wie gesagt, mir hat es gefallen, in den Kommentaren was von euch zum Hören, ob euch das gefallen hat so. Und ich werde jetzt dann noch den Titel von dem Stream abändern und schreiben die zweitschärfste Chili der Welt, falls sonst gelogen wäre und das will ich nicht. Und dann wünsche ich euch noch einen derweil schönen Samstag. Bleibt gesund, genießt euer Leben, weil ihr habt es bloß eins. Pfiat euch.